Meet the Fleet, das ist heute Motto umfindet. Das Lützeburgische Militär präsentiert den 21. und 22. September seine Fliegerin und den Polizehelikopter. Darin als Highlight befindet sich auch der F-16 Jet. Mehr als 80 Kanäle sind hier und sammeln für ein paar andere. Klein, aber oho. Obwohl die Lützeburger Luftstreitkraft noch nicht die größten ist, deckt sie trotzdem die Volley Police, Logistik und Offensiv auf. Wir fangen an mit der Police. Mein Name ist Michael Buschmann, ich bin der Chef vom Support Aérien von der Police Chronicle. Wir sind eine Equipe von 10 TFOen, Tactical Flight Officers. Da haben wir noch einen Pool von 10 Piloten, die wir als Equipe haben. Wir haben 2 Helikopter, die da im Hintergrund gesehen sind. Einen davon ist die Alpha-Maschine. Bravo-Maschine ist aktuell, als die Findel River für eine Mission können zu gehen. Und dann haben wir noch ein gut 500 Drohnen, die wir auch einsetzen bei uns. Das ist ein Helikopter vom Typ Airbus, ein H445M. Den M steht für Militär, das ist die Militärversion vom Helikopter. Das ist ein Multirole-Helikopter, wo wir verschiedene Kameras draufhängen, für die Polizei bestimmen, für repressiv, präventiv zu schaffen. Suchscheinwerfer haben wir drauf. Und nach verschiedenen Extrasachen von Bildschirmen, von bis. Also wir machen von Abklärungsmissionen. Wir schaffen, wenn der Kollege im Boden da durchgeht, den nicht stehen bleiben, da gehen wir gerufen. Bei Abrüsch sind wir ganz viel aktiv, wenn Täter fortlaufen, an der Börse sich verschanzen gehen oder probieren gehen, da gehen wir gerufen. Ganz viel vermisste Leute, die den Weekend an der Vene heimfahren oder am Börse sich verlieren, da gehen wir die sichern. Und dann dirigieren wir Patrouillen im Boden auf Platz. Volley Police ist aufgehakt. Wie gesagt, mit der Logistik aus. Ja, schönen guten Morgen hier Findel. Wir sind heute mit einem Lützburger A400M auf der Airshow-Desk gekommen. Der A400M, das ist einer von den 8 Flieger, die wir an einem binationalen Squadron haben mit der Belgischen Summen. Lützburg hat einen von den 8 Flieger gekauft. Die Flieger die werden sowohl benutzt für strategisch und logistischen Transport von Material. Personal, aber auch für taktisch Einsatz, für Aerolargage oder für eben an Sonnen zu fliegen, wo eigentlich das für den Flieger besteht. Die Flieger waren nicht lang da wir müssen auf Kabul fliegen. Da war der Nachfolger der nächste Flieger, der Richtung Osten geflogen ist mit den nächsten Equipen, die da auf den Terra sollten gehen. Zu dem Moment hat noch keine taktische Missionen gemacht, aber das war seine erste Meisterprüfung, die wir nicht machen mussten. Rezentes Jahr haben wir am Gaza ein Aerolargage von Hilfsgitter gemacht für die Population am Gaza und das hat die Flieger auch mit Bravour bestanden. Volley Police und Volley Logistik wurden damit geklärt. Wie gesagt, mit der Offensive aus. Du können uns belgischen Operen gut aushelfen. On a ici un avion de chasse de type F-16. Pour le moment, la Belgique n'a que les F-16, mais va bientôt acquérir des F-35. Donc, le F-16 est un avion de chasse multirôle. Donc ici en Belgique, on peut l'utiliser pour diverses missions, que ce soit de la police aérienne, des frappes avec précision ou encore des interceptions dans le cadre justement de cette police aérienne. Les F-16 ont participé aux campagnes en Afghanistan et en Jordanie pour des frappes contre l'État islamique qui se trouvait en Irak. Mais ces missions-là sont désormais terminées. Maintenant, on fait principalement de la police aérienne dans les pays baltes, ce qu'on appelle BAP, Baltic Air Policing, donc qui est en fait une dissuasion envers les avions principalement russes qui traversent la mer Baltique sans rentrer de plan de vol ou sans même en informer les contrôleurs du trafic aérien. Zum Schluss haben wir auch nach Minister Spackes gefragt, was Lützeburg zum NATO-Luftraum beiträgt. Ja, wie wir hier gesehen haben wir über die letzten Jahre, obwohl wir am Anfang an l'origine Lützeburg eine Armee de Terre sich spezialisiert hat, haben wir aber auch zu Flieger beigetragen. Wir gesehen hier ganze Cope-Fliegerin, zum Beispiel den A400M, den wir über die letzten Jahre dann zusammen mit der Belg gekauft haben, wo wir ganze Cope-Operationen machen, auch außerhalb vom NATO-Luftraum. Wir haben einen anderen Flieger auch hier gesehen, den MRTT, wo Transport kann gelegt gehen von Ware von Leuten, wo auch an der Luft kann getankert gehen, wie für andere Fliegerin. Ich meine, wir haben hier ganze Kapazitäten, die wir können Eisen Alliierten an der NATO, der EU, wir haben sich an der NATO eben zur Verfügung stellen, wo wir ganz eng mit Nuppeschländer und mit Eisen Alliierten schaffen. Nebenbei haben wir die Minister auch noch gefragt, was überhaupt der Budget von diesem Event wäre.
Dat hat ass die echte Käier vun 2 Joer organiséiert, gi fir de Leiit justement ze weisen, dats ma och an d'Armee de l'Air investéiert tun, dats ma och Piloten an Loadmasters ausgebildet hun, well mir so Kapazitéiten innerhalb vun der NATO auch brauchen. Wir wollen dat de Leiit weisen, wir wollen dat de Leiit mi nobringen. Vun 2 Joer waren 4.000 Leiit, déi op diesem Event waren. Haut sinnet da 6.000. Ich meine, das ist schon ein grosses Succès und ich bin wirklich auch froh, dass so großen Interesse besteht, dass die Leute hinkommen, gesagt in die lange Köhe von den Fliegern, das ist ein grosses Interesse da. Und ich fand das auch wichtig für die Leute zu erklären, um was geht es. Wie gesagt, das verbannen aus, war das den Zweck davon, für das wirklich die Leute mitzubringen. Und ich bin froh, dass so großes Interesse besteht. Ein Highlight war natürlich auch herauszufinden, welche Flieger der ministerisch besonders Herz liegen. Ich muss da ganz ehrlich zugeben, dass den A400M mein Favorit ist. Ich meine, ich gesagt, mehr und noch mehr neue Modelle von Fliegern, die alle guten spezifischen Zweck auch haben an der Défense. Und da sind wir natürlich auch stolz drauf, an einer Flotte von 8 A400M, dass ein am Anfang der Lützebäuer Flieger ist, auch wenn die Lützebäuer und belgische Piloten absolut interchangeabel sind. Belgische Piloten fliegen Lützebäuer Flieger, Lützebäuer Piloten fliegen belgischen Flieger, das ist am Anfang eng Equipe. Und ich meine, so zu summen mit unserem Nuppeschland der Belgische zu schaffen, also am Anfang auch ein bisschen eine kleine Version von, so wie wir auch in der Zukunft sollen an der Europäischen Union zusammen schaffen. Wir müssen absolut interoperabel sein und das ist am Anfang ein gutes Beispiel, ein exzellentes Beispiel von guter Zusammenarbeit.